So, servus Leute. Ja, wir sind wieder bei Black Sails unterwegs. Und zwar mit der kleinen Fiona. Und die ist da eingesperrt. Wo kommt dieses ganze Blut her? Von anderen Kindern? Das Blut von anderen Kindern vielleicht? Morphium? Ich mag keine Spritzen. Sie mag keine Spritzen. Da haben wir ein Sprachrohr. Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung gehört. Okay, durch die Tür werden wir wahrscheinlich nicht rauskommen. Die Tür ist verschlossen. War klar, aber da haben wir... Hier war ich gefesselt. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Achso, mit denen können wir uns unterhalten. Mit Ruben. Dieser Matrose Cäsar war sehr unheimlich. Halt dich von ihm fern. Halt dich von allen fern. Und glaube kein Wort von dem, was sie sagen. Sonst wirst du leiden. Sonst wirst du sehr, sehr leiden. Oh. Wohin segelt das Schiff? Ich weiß es nicht genau. Und es ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du vom Schiff herunterkommst. Sind noch mehr Kinder auf diesem Schiff? Nur du und ich. Warum gerade wir? Weil du etwas Besonderes bist, Fiona. Und deshalb bist du in großer Gefahr. Was soll ich jetzt machen? Du musst die Leute aus der Messe verscheuchen. Aber wie soll ich das machen? Niemand darf mehr in dem Raum sein. Sie müssen alle raus. Aber wenn sie mich sehen? Dann musst du sie weglocken. Siehst du das Rohr? Sie benutzen es, um miteinander zu reden. Sie sprechen von Fässern mit gefährlicher Ladung. Ich komme gleich wieder. Das Rohr müssen wir da jetzt hingehen. Verbindungsstück. Das sieht aus, als könnte man es abschrauben. Abschrauben. Ja, aber mit was? Wir haben nämlich nicht viel im Inventar. Vielleicht mit der Holzketten. Das hängt schon ganz gut. Das sieht aus, als könnte man es abschrauben. Ja, Fiona, wir haben aber nichts zum Schrauben. Können wir denn... Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung gehört. Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung gehört. Haben wir denn... Ja, wir können mit dem Teppich noch interagieren. Unter dem Teppich sind ein paar lockere Bretter. Ein paar lockere Bretter. Können wir denn die Victor? Unter der Klappe ist ein schmaler Schacht. Ah ja, da können wir doch sicherlich durch. Captain, wir müssen etwas bereden. Worum geht es? Einiges. Vor allem geht es um meine Patientin. Also gut. Zeigen Sie mir, was Sie meinen. Gehen wir. Wo ist meine Halskette? Ich habe meine Halskette verloren, als ich durch das Schiff gekrochen bin. Oh nein! Oh nein, unsere Holzkette ist weg. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich in dem Raum, wo die Harpune war, also am Anfang. Die sieht richtig schwer aus. Viel zu schwer. Genau, die kriegst du nicht in deine Hosentaschen. Ja, da haben wir ausgelaufene Flüssigkeit. Das riecht ganz komisch und... das brennt in den Augen. Können wir denn das abwischen? Der Lappen hat die seltsame Flüssigkeit aufgesaugt. Ja, jetzt. Da haben wir ein Loch. Da geht's wahrscheinlich. Wo sind wir eigentlich gekommen? Müssen wir jetzt wieder da hinten? Ach so, jetzt haben wir da vorne.
Das ist aber ein großes Zimmer. Ich muss Sachen finden, die mir helfen können. Okay, kleine Fiona. Dann suchen wir uns ein paar Sachen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Rotzang. Damit kann man bestimmt etwas aufschrauben. Bestimmt. Können wir denn da hinten irgendwas? Das Bett ist ganz dreckig. Ich kann nicht lesen, was da drauf steht. Ach so, sie kann nicht lesen. In der ist nichts mehr drin. Da sind Kisten an der Decke. Da draußen ist nur Wasser. Was haben wir da? Schlafmittel? Das ist Schlafmittel. Ich werde es mitnehmen. Genau, das kann man bestimmt brauchen. Da ist nur Papier drin. Oh, da haben wir einen Schlüssel. Der Schlüssel hilft mir sicher weiter. Okay, da ist die Glocken. Ich bin besser leise, sonst hört mich noch wer. Okay, jetzt bei Büchern, glaube ich, war nix, oder? Da sind bestimmt keine Bilder drin. Das Bild sieht anders aus als die anderen. Er guckt mich die ganze Zeit an. Ja, jetzt können wir vielleicht noch auf die andere Seite schauen, oder? Ja, von der Tür wahrscheinlich nicht aussehen. Aber irgendwas da herum vielleicht noch. Oder nicht? Die Wand trennt mein Versteck und den Raum des Kapitäns. Ja, ich würde sagen, dass wir wieder zurückkehren. Und dann gehen wir vielleicht mal wieder da rein. Du musst die Leute aus der Messe verjagen. Aber wie soll ich das denn machen? Niemand darf mehr in dem Raum sein. Sie müssen alle raus. Die könnten mich sehen. Hörst du sie sprechen? Sie benutzen das Rohr da drüben, um miteinander zu sprechen. Sie sprechen von Fässern mit gefährlicher Ladung. Ich werde mich umsehen. Okay, jetzt werden wir uns einmal das Ding genau anschauen. Das Verbindungsstück. Können wir denn das so unbedingt nehmen? Vielleicht mit der Zange? So kann ich die Zange nicht benutzen. Vielleicht mit dem Verbindungsstück? Ich kann das Verbindungsstück aufschrauben. Ja, jetzt haben wir Da ist ein Loch in dem Sprachrohr. ein Loch. Ja, was machen wir mit dem Loch? Kann man vielleicht da einen Lappen rein? Ich habe den feuchten Lappen in das Sprachrohr gestopft. Ja, und jetzt hat vielleicht Schlafmittel? Da würde mir das Schlafmittel nicht viel bringen. Da ist ein Loch in dem Sprachrohr. Ich habe schon mehrere Male Stimmen aus dieser Richtung gehört. Das stecke ich nicht da rein. Nein, ich mache doch kein Schlafmittel auf mein Kuscheltuch. Ach, Entschuldigung. Wo kommt dieses ganze Blut her? Von anderen Kindern? Ja, das Kuscheltuch, das werden wir bestimmt für irgendwas anderes noch brauchen. Ja, jetzt haben wir den Lappen eingesteckt. Wo kommt dieses ganze Blut her? Von anderen Kindern? Der Schlüssel passt vielleicht. Er passt. Jetzt ist die Tür offen. Ja, Weiter darf ich nicht gehen, sonst sehen mich die bösen Männer. ach so, weiter dürfen wir nicht gehen. Also sind sie da draußen. Das heißt, wir können eigentlich nur... In der Jackentasche ist irgendwas drin. Ja, dann nimm's. Manteltasche.
In der Schachtel ist nur noch ein Streichholz. Jetzt werden wir rausgegangen, dann hat's uns. Bleiben wir lieber drin, nicht? Und wir haben ein Streichholz. Das können wir vielleicht. Das stinkt. Hey, sieh mal. Das Sprechrohr des Maschinenraums. Rauch? Was ist da? Es brennt im Maschinenraum. Die Fässer. Verflucht, wir müssen da sofort rein. Captain, sind Sie verrückt? Wir werden alle draufgehen. Los, ihr Feiglinge. Ab in den Maschinenraum, sonst fliegt uns noch alles um die Ohren. Wir haben nicht viel Zeit, aber noch können wir es verhindern. Verdammt. Aye, aye, Captain. Was soll ich jetzt machen? Du musst die Männer besiegen. Mach, dass sie schwach werden oder müde. Ich kann das aber nicht. Doch, man kann sie schwächen oder schlafen lassen. Du wirst ein Mittel finden. Ich glaube, ich kann das nicht schaffen. Ich zeige dir den Weg. Ich habe sie reden gehört. Es gibt Mittel auf dem Schiff, die nicht gut für sie sind. Du musst dich nur ein wenig umsehen. Ja gut, ich versuche es. Fiona ist doch nett, oder? Okay, jetzt sind wir da draußen. Die sind da. Eine, da wird der Maschinenraum sein oder sowas. So, wir sollen die Typen schlafen legen. Und Schlafmittel haben wir eh dabei. Da haben wir gleich mal das da eine. Soll ich das wirklich machen? Vielleicht kann ich ja auch wegrennen, bevor sie zurückkommen. Oder ich kann vielleicht die Tür versperren. Nein, sie werden dich jagen. Und wenn sie dich fangen, werden sie schreckliche Sachen mit dir anstellen. Aber Mach es. Sie werden gleich kommen. Beeil dich. Los. jetzt werden sie einschlafen. Aber ich muss weg sein, bevor sie wiederkommen. Aber wo kam der Rauch her? Wir haben uns den doch nicht eingebildet. Vielleicht ist irgendwo nur eine Ratte verkokelt. Können wir jetzt endlich weiter essen? Nur zu, haut rein. Irgendwie... mir geht's gar nicht gut. Mir auch nicht. Doktor, was ist mit uns? Ich muss an die frische Luft. Ich auch. Gut gemacht. Jetzt kannst du hier raus. Suche etwas, womit du fliehen kannst. Etwas, das schwimmt, in das du hineinpasst. Okay, wir sollen uns was suchen, wo schwimmt und wo wir reinpassen. Wie schaut es denn mit so einem Fass aus? Gibt es denn irgendwo so ein Fassel? Das sind Würfel. Vielleicht haben sie darum gespielt, wer das nächste Kind besucht.